Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich hier aus Meiringen zum Jungfrau-Zeitung Panorama. Heute haben wir für euch in der Sendung die Bilanz 2020 der Bank AEK, die Bilanz eines Hoteliers zur aktuellen Härtefallregelung, die Bilanz nach der Sanierung des Falken in Thun. Bevor wir jetzt zu unseren Beiträgen kommen, gebe ich euch zuerst noch einen kurzen Überblick über ein paar Neuigkeiten des Tages. Die Flugplatzstrasse während 8 Wochen gesperrt. Vom 22. Februar bis zum 16. April finden im Rahmen der Sanierung des Aumenttunnel in Thun die Rückbauarbeiten vom Verkehrskorridor statt. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Million in Meiringen knackt. Im Jahr 2012 hat die Zentralbahn die ersten Triebzüge vom Typ Fink in Betrieb genommen. Der erste Fink hat seither bereits 25 Mal die Welt umrundet und ist damit über 1 Million Kilometer unterwegs gewesen. 15- bis 17-Jährige konsumieren Nachrichten vielfältig und flexibel. Jugendliche bevorzugen visuelle Formate wie Bilder und Videos, um sich über die Newslage zu informieren. Generell wünschen sie sich mehr positive und bündelte Inhalte, die das Wichtigste zusammenfassen. Das zeigt eine qualitative Studie mit 66 Jugendlichen aus der Schweiz. In der aktuellen Corona-Pandemie sind verschiedene Branchen ganz unterschiedlich betroffen. Mein Kollege Bruno Stüdle hat mit dem Leiter Finanzen und Immobilien der Bank AEK, Patrick Vaudon, geredet und ihn gefragt, wie es der Bankenwelt aussieht und was die Bank AEK für 2020 für eine Bilanz zieht. Wir haben ein sehr ausserordentlich hohes Wachstum in diesem Jahr. Mit plus 9,5% ist die Bilanzsumme angewachsen auf fast 5 Milliarden. Und es war ein gesundes Wachstum auf beiden Kundenseiten. Ausleihungen und Kundengelder haben wir ein enormes Wachstum gehabt. Und dadurch können wir natürlich jetzt erstmals in der Geschichte von der AEK Bank einen Jahresgewinn von über 10 Millionen präsentieren. Aktuell kann man sicher sagen, dass wir das nicht so spüren, die wirtschaftliche Situation, dass es da alles im Lot ist. Aber man muss natürlich jetzt noch abwarten, was danach gelagert noch kommt. Ja, wir haben rund 450 Firmen mit Krediten bedient. Und da kann man sicher sagen, am Jahresende haben wir ein Volumen von 42 Millionen, das wir dann auch über die Nationalbank eigentlich wieder refinanziert haben. Definitiv sehr schwierig ist im Moment die Situation für die Hotel- und Gastronomiebranche. Der Präsident des Hoteliervereins Interlaken und Umgebung, der Bernhard Müller, ist zumindest froh, dass bei den Härtefallregelungen die Schwellen in den Betrieben, die Spartentrennung haben, für die Härtefallgelder gesenkt wurden. Trotzdem ist er mit dem Vorgehen der Politik, was seine Branche betrifft, unzufrieden, wie er meinem Kollegen Jannik Müllemann erklärt hat. Es wäre gut, wenn Sie da nochmal über die Bücher gehen und wirklich genau hinschauen, was Sache ist. Warum, ich denke, es gibt viele Betriebe, die es bitter nötig haben. Die einen, die Hotellerie, die noch die Betten offen haben, also wo die Hotels offen haben und die Betten haben, die sind noch ein bisschen im Vorteil. Wenn man schaut, Interlaken speziell, wo sie sehr stark betroffen von der Sache, dass man dort unterstützt, sei es auch die Restaurationen, die jetzt noch länger zutun und die Entscheidungen, die jetzt hier gefällt wurden, und man wirklich Kinder abhinken, die Hotellerie und die Restaurationen mit dem Auftun. Und die Statistik zeigt, dass es nicht so schlimm ist mit der Ansteckungsgefahr in unseren Betrieben und ganz gute Schutzkonzepte haben ausgearbeitet. Das ist ein bisschen traurig, dass man da, sagen ich mal, erlaube ich mir zu sagen, vergessen geht oder einfach Kinder abhinken. Und jetzt scheinbar an Ostern, wo die erste Auftun, das ist schon nicht so schön. Die ist sehr zu begrüßen, die ist gut angekommen. Es war auch wichtig, dass sich viel mehr Leute oder respektive Betriebe sich daran beteiligen. Und ich denke, es ist auch wichtig, man muss sehen, die sich durch den Sommer noch Mühe gegeben haben, respektive noch irgendwie mit Alternativen sich kommen, dass auch die jetzt in Genuss kommen, die weniger Umsatzeinbußen hatten, weniger als 40%. Wie habt ihr so die Hilfestellung von öffentlicher Hand bis jetzt wahrgenommen? Ja, die haben sicher manches gut gemacht, das ist klar, aber das reicht einfach nicht. Da wäre froh, wenn da noch ein bisschen mehr käme, auf jeden Fall. Und wo seht ihr jetzt noch Verbesserungspotenzial, was die Hilfestellung angeht? Verbesserungspotenzial, ja, es wäre gut, wenn es eine Anlaufstelle gäbe, wo man sich direkt informieren kann. Nicht, dass man immer auf die Warteschlangen kommt und nicht beantwortet wird. Das finde ich ein bisschen schade, dass es so ist. Was sicher positiv ist
ist die Vereinfachung der Formulare, die sie gemacht haben. Das ist sicher sehr, sehr gut angekommen bei den Hoteliers. Trotz der wirtschaftlich sehr herausfordernden Zeit wird auch im Berner Oberland nach wie vor investiert. So erstrahlt beispielsweise das ehemalige Hotel und Altersheim Falken am Thuner Bellitz in neuem Glanz. Meine Kollegin Sarah Neuhaus hat sich mit dem Thomas Heiniger, dem Leiter Kundencenter der Bank AEK, getroffen und sich von ihm durch das 200-jährige, frisch renovierte Gebäude führen und zeigen, was alles gemacht wurde. Wie ist es dazu gekommen, dass die AEK sich für das Gebäude überhaupt interessiert hat? Ja, es hat die Möglichkeit gegeben, dass wir die Liegenschaft erwerben können von VIA dazumal. Und für uns natürlich eine Herzensangelegenheit ist, dass wir da anstatt etwas Schönes zurückgeben können. Und es überzeugt, dass wir etwas Schönes machen können. Und das Projekt hat natürlich sehr früh angefangen, nachdem wir die Liegenschaft übernehmen konnten. Wir hatten eine gut 1,5 Jahre Bauphase. Es war sehr intensiv. Wir haben schon noch mal die Baubrücke angesehen, die über die Aare gemacht werden. Und es sind viele schöne Sachen vorgekommen. Sehr intensive Phase, gute Zusammenarbeit mit den Handwerkern. Und wir sehen das Resultat. Es ist wirklich etwas sehr, sehr Schönes herausgekommen. Ich habe sicher mit der Denkmalpflege zusammengearbeitet. Wie war das? Wie hat er das erlebt? Die Zusammenarbeit war eigentlich sehr gut. Man hat sich da immer gut einigen und hat sich gut getroffen. Und das ist wie mit allem, wenn wir gut miteinander zusammenarbeiten, findet man immer die richtigen Lösungen. Wir haben im Parterre mit der Helsana einen Mieter gewinnen, der im Parterre, wie gesagt, ihre Räumlichkeit hat, plus im ersten Stock. Und im ersten Stock zusätzlich noch aarenseitig raus Thomas Müller mit dem Herrn Jost, wo Notariat und eine Anwaltkanzlei hier gewonnen werden. Es sind total 13 Wohnungen, die wir vermieten. Und zum aktuellen Zeitpunkt ist genau noch eine frei. Es ist unterschiedlich. Es sind Pärchen, es sind Singles, die hier wohnen. Es hat von 2,5 Zimmerwohnungen, es hat 2, 3,5 und 1, 5,5. Aber schon vor allem jüngere Leute. Es ist eine gute Durchmischung, die es drin hat. Ja. Das war es schon wieder vom heutigen Jungfrau-Zeitung-Panorama. Gerade im Anschluss seht ihr, ob das Wetter weiterhin so strahlend schön bleibt für die nächsten Tage. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall schon eine gute und erholsame Zeit. Wiederschauen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Hier ist Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Wir haben den 19. Februar und nach der Restwoche, die es zum Teil noch umgekehrt heute Morgen, hat sich die Sonne gut durchsetzen. Wir sehen hier den prächtigen Ausblick vom Grimselpass, blauer Himmel und viel Schnee hier in den Bergen. Was will man mehr? Und ganz ähnlich sieht es auch in den nächsten Tagen aus. Wir liegen hier zwischen dieser Tiefdruckzone über dem Atlantik, die aber recht weit weg ist von uns, und dem Hochdruckgebiet über Osteuropa. Wir haben hier recht trockene und vor allem sehr milde Luft, die von Südwesten her in den Alpenraum hineinzieht. Es wird am Alpen-Nordhang am Wochenende auch leicht föhnig sein. Morgen am Samstag zuerst ein paar lokale Nebelschwaden, die es haben, raus Richtung Aaretal. Sonst ein paar Schleierwolken, insgesamt aber meistens sonnig. Temperaturen am Morgen im Bereich vom Gefrierpunkt, am Nachmittag dann so um die 12 Grad und in der Höhe sehr mild, 10 Grad in Adelboden. Auch hier trotz ein paar Schleierwolken meistens sonnig. Ein schöner Samstag also, und so geht es auch weiter in den nächsten Tagen. Vom Sonntag bis am Donnerstag, abgesehen von zum Teil ein paar hohen Wolken, speziell am Montag meistens sonnig und frühlingshaft mit Temperaturen um die 13 bis 14 Grad beispielsweise in Interlaken. Das war vom Jungfrau Zeitungswetter. Ich wünsche weiterhin einen schönen Freitag und ein gutes Wochenende.